Führende Wahlen, Herr Präsident, hat CSV groß Plakaten am Land abgehangen, schon zufällig länger bei mir, wo drauf steht, mir so, was Sarahs, lo, nicht nur die Wahlen. Hat CSV der Rentner führende Wahlen gesagt, dass die Rente nicht an enger, mehr an 2 Tranchen angepasst geht. Nein, das hat sie nicht gesagt. Au contraire, sie hat an ihrem Wahlprogramm stehen, die Renten und Pensionen werden alten 2 Jahre an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst. Hat CSV an den Herrn Juncker, der Familie mit Kanner, führende Wahlen gesagt, dass sie Kannergeld für Kanner von über 21 Jahren streichen. Nein, hat sie nicht gesagt. Hat CSV die Studenten führende Wahlen gesagt, dass die Encouragementsprämie für die Uni-Studenten gestraft gehen. Nein, hat sie nicht gesagt. Hat CSV an den Herrn Juncker, der Mammen, die kein ege Rente tun, aber bis so recht bei einem Mammenrente für 60 Jahre und hat die führende Wahlen gesagt, dass ein Alter für 60 auf 65 Jahre abgesagt ging und dass dadurch alle Mann pro Kant die 5.000 € Abkommensverlust kriegen. Nein, hat sie nicht gesagt. Hat CSV an den Herrn Juncker der Leute gesagt, die bauen wollen oder ein Haus kaufen wollen, führende Wahlen gesagt, dass Zinsbonifikationen und neue Projekte für Familien mit Kindern gestraft gehen. Nein, hat sie nicht gesagt. Hat CSV die Familien, die zum Beispiel 2 Kinder haben, an die bauen wollen oder ein Haus kaufen wollen, an die über 7.000 € am Monat besteuerbares Abkommens kriegen, führende Wahlen gesagt, dass sie nicht mehr vom billigen Akt profitieren. Nein, hat sie nicht gesagt. Hat CSV an den Herrn Juncker der Leute führende Wahlen gesagt, dass Steuern Gehältschgiffe gehen, an der Spitzensatz zum Beispiel 39% abgesagt. Nein, hat sie nicht gesagt. Mehr contraire, und ich brauche nicht zu zitieren, der Kollege Meisch hat gestern zitiert, was CSV in der führende Wahlen gesagt hat, an den Kollege Bausch hat sogar gesagt, was am Regierungsprogramm gestimmt, da stimmt nicht von Steuererhebungen dran, mit ferner echter Steuererleichterungen angedeiht gehen. Hat CSV die Leute führende Wahlen gesagt, dass die Solidaritätssteuer von 2,5 auf 4% abgesagt hinaus. Nein, das hat sie nicht gesagt. Hat CSV die Leute führende Wahlen gesagt, sie geben eine Krisensteuer von 0,8% auf alle Abkommens abfeiern. Nein, das hat CSV und Herr Juncker nicht gesagt. Hat CSV die Leute, die auf ihr Erbicht vorher gesagt, führende Wahlen gesagt, dass sie das Friedendeblassement halbiert kriegen. Nein, das hat sie den Leuten nicht gesagt. Hat CSV den Unterprise führende Wahlen gesagt, dass Kapitalsubventionen 10% gekürzt gehen. Nein, das haben sie nicht gesagt. Hat CSV an den Herrn Juncker die Gemenge führende Wahlen gesagt, dass sie die Partizipationssteuer für den Bau von Kläranlagen von 90 auf 75% draufsetzen. Nein, das hat sie nicht gesagt. Wir so was Sarahs lo nicht nur die Wahlen. Mit diesem Slogan, Herr Präsident, hat CSV Wähler belohnt, aber bedrohen, wie noch nie für von den Wahlen. Gestern war ein grundehrlicher Kollege von der CSV, der zu mir gesagt hat, weißt du dafür wert, ob der schöne vorwische Foto, das schöne Gesicht von Jean-Claude Juncker schwarz-weiß aufgedreckt und so, keine Ahnung. Aber du solltest, dass als wir das Leid nicht merken, dass der Rot angesiegt wird, wenn er liegt. An den letzten Jahren und die sukzessive Regierungen an Prunkbauten investiert, die wahnsinnig Steuergelder kosten, Geld aus dem Fenster rausgehalten gehen, haut tun wir sie stohen, an die falsche Kosten, die bleiben. Die Reduzierung von der Publizitätskampagnen von den einzelnen Ministern, vor allem am 4 Wahljahr, wo die Minister sich übertreffen, für ihre Zeitungen, an Presse, an Television, an Radio, spotten, laufenslos, wie gut hatten sie wären, alles das nicht sehen, das Kind alles angespielt. Die Entwicklungshilfe sind mir der Meinung, dass im Engagement von 0,7% sollte noch kommen, wir haben als Land immer mehr bezahlt, an Zeiten, wo das gut gegangen ist, wir sind aber der Meinung, an Zeiten, wo man von Geld musste lehnen und auch für die Entwicklungshilfe zu finanzieren, dass wir los sollten, ob als Staat, wo wir als Verpflichtung, ob 0,7 zurückfeiern, und dass man sollte gucken, dass die Gelder mehr auch über Eisbetriebe könnten an die Entwicklungshilfe kommen. Auch durchschaffen vom Chancengleichheitsministerium sind wir der Meinung, Kinder machen, Chancengleichheit ist am Prinzip an allen Ministerien gemäht gehen, dürfen wir nicht ein spezifisches Ministerium. Kandidatur
für ein Mandat von Lützeburg am UN-Sicherheitsrat auch das schenkt als eine Investition zu sehen, die dem Land nicht bringt. Ein anderer Punkt, den wir als ADR proposiert tun, das Projekt, das soll definitiv streichen. Für uns ist das selbstverständlich, dass an nächster Stelle den Tram steht, weil wir ja alle wissen, dass ein Tram sowieso nie gebaut wird. Das ist natürlich so, dass keine Partei, weil da der eben die Proposition hat, dem offiziell will zustimmen. Dafür hat ja den Tag für dem Herrn Juncker seine Deklaration an das Nationalkomitee gesagt, da wird gesehen, geht der Staatsminister hin und sagt nicht, der Trump ist gestorben. Mir sieht ganz einfach, das Projekt vom Trump geht 4 Jahre zurückgesagt. Mir ein Ast gestorben, das ist ein Begriffnis, mit 3 Herren gewirrscht, an Schmengen, es soll den abhalten, darüber zu diskutieren. Und dafür für allem nicht an den nächsten Jahren als Alibi-Zwecke nach Investitionen machen, an Etüden, weil an dem 5-Jahresplan von der Regierung sind über 100 Millionen vorgesehen, was alles soll an die Richtung vom Tram gehen. Und das Geld, von dem sich soll bis auf die letzten Euro spuren. Und wenn ihr ein Geld tut, dann soll die wirklich aufhängen mit der Tüte, mit der richtigen Lesung, dass wir mit dem Zug in der Staat durchzuführen. Herr Präsident, Damen und Herren, wir sind aber auch der Meinung, dass den Militärflieger stoppen, den Ego, trotzdem er fertig ist, aber er springt, aber all die Kasten hört, sie auch der Meinung, soll stoppen, tot und plus, auch den Herr Juncker, das Propos gemäht hat für den öffentlichen Transport zum Nulltarif zu machen, eine Forderung, die für Jahre bei den Sozialisten am Wahlprogramm Stung die Läsch gehört, ist deren verloren. Bei euch steht es nach dem Wahlprogramm dran. Wir wollen schon alle in die Richtung denken, für den öffentlichen Transport gratis zu machen, soll den Orten da weiter Gelder an den Ego schicken. Da soll man Zugstrecke von der Gare auf die Fintel, brecht das Gebrauchsgebiet Spirch, was die Regierung auch gesagt hat, zur Ernährung von den Häfen, auf Belfast sind wir auch der Meinung, dass den den nicht brecht zu machen, mit werden auch die Projekte, wenn er in Chamber könnt, nicht stimmen. Wir so den Index soll beibehalten, wir müssen uns klar am Wahlprogramm dafür ausgeschwart, wie übrigens auch verschiedene Regierungsparteien, zumindest eindeutig ganz klar dafür ausgeschwart, CSV mit einer Nuance an drin. Wir sind aber d'accord, dass Tabak und Alkohol aus dem Index Fuhrkurve soll raus. Wie ein Index als für uns ein wichtiges Instrument. Alle Leute kriegen dummer den hier Kaufkraftverlust angepasst. Auch die nicht unter den Kollektivvertrag fallen. Das ist nicht unwesentlich. Wenn wir den Index aufschaffen oder stark reduzieren, dann geben die ganzen Verhandlungen auf dem Niveau von den Kollektivverträgen an Betriebe gelöst, mit all den Konsequenzen, die wir da hätten. Wir brauchen nicht mehr als Notbeschleuniger zu gucken, die keinen Index haben, die Manifestationen, die Streiken, Ordnung du Jour, für dann einfach nur das durchzusetzen, was wir heroisch und friedlich so Index nennen. An, wenn wir das machen, die wir von der Kollektivverträgen, da kriegen all die tausende Leute, und das sind meistens die mit den kleinsten Revenuen, die in den Kollektivvertrag fallen, die kriegen dann keine Augmentation. Und dafür scheint es uns besser zu sehen, dass wir den sozialen Frieden erhalten, und dass wir den Index erhalten, und dass die Gewerkschaften dann mehr mäßig bei den Kollektivvertragsverhandlungen auf den Mengen sind am Privatsektor bewiesen, weil wenn in die letzten Monate, kann ich schon bald so die letzten Jahre gucken, geht es am Privatsektor praktisch nicht mehr null Tarife an den Kollektivverträgen. Und wir sind noch der Meinung, dass die Gewerkschaft vom öffentlichen Sektor muss so verständlich sein, für das Selbstwicht am öffentlichen Sektor zu machen. Und wir als ADR schließen uns denen 4 Parteien, die sich in dieser Debatte schon zu der Nullrunde am öffentlichen Sektor ausgespart haben. Und ich meine, dass das ein starkes Zeichen von einem Parlament, das auf 4 Verhandlungen sich praktisch einstimmig der Regierung direkt steigt, für so eine andere finanzielle Situation kann Land sich, die Staat sich nicht erlauben, auch nach einer Augmentation neben dem Index an der öffentlichen Funktion machen. Dafür sind wir auch für eine Nullrunde an dem öffentlichen Sektor.